willkommen auf dem Podcast vom 20er. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten hat. Wie ihr seht, da innen, da ist es farbig. Es werden gerade Kinderräume umgestaltet und gestaltet und gebaut und einfach wunderschön. Und vielleicht interessiert dich das momentan nicht so, aber lass mich dich einfach inspirieren und anstecken mit der Freude. Weil wir sind eine Kirche, die in Kinder investiert und eines Tages wirst vielleicht du auch mal Kinder haben. Und darum, ich liebe es einfach zu sehen, wie wir einfach da werden die kühlsten Kinderräume bauen. Und wir werden eines Tages auch davon profitieren. Willkommen im 2017! So gut, wir starten als 20er ins neue Jahr und jetzt haben wir schnell, ich will euch einfach schnell fragen, sollen wir einfach eher langsam reinstarten, so ein bisschen gemäßlich oder schon eher gerade Vollgas? Vollgas, okay. Das haben wir eigentlich ja wollen. Eigentlich haben wir gefunden, wir geben euch gerade heute am ersten Abend vom Jahr eine Doppelpackung. Werden wir auch machen. Eine Packung nicht nur Joel, sondern Joel und Dan zusammen. Ich habe mit dem Dan zusammen predigen und dann ist gestern etwas ganz Gutes passiert. Etwas unglaublich Gutes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Dan? Ja, der Dan! Ein Baby! Der Dan hat seinen ersten Sohn bekommen. Er heisst Ben Xavier Nüsch. What a name. Ich meine, da sehen wir jetzt noch am Dan da, seine 3 Ladies da mit dem kleinen Baby. Ist das klein? Ist mega klein. Ist jedes Baby so klein? Okay, ja, ist es so. Gut. Okay, gut. Dan. Jetzt könnte ich fies sagen, warum tun die Frauen immer so schwierig bei der Geburt? Nein, aber den bringe ich nicht. Aber den bringe ich ja nicht. Den könnte ich bringen. Ich habe gesagt, ich könnte ihn bringen, habe ich aber nicht, ich habe ihn nicht gebracht. Gut. Genau, eben, aber wir werden den Dan natürlich nachher noch einschalten, nicht ganz live, aber der Dan hat sich heute noch Zeit genommen, trotzdem vom Spital aus, weil er hat etwas aufs Herz bekommen. Genau, aber wir haben die Message zusammen vorbereitet, der Dan und ich. Und das funktioniert meistens so, wir hocken an und fragen Gott, hey, was hast du auf dem Herz? Nicht nur einfach für den heutigen Abend, weil es ist ein spezieller Abend, der erste 20er vom Jahr. Was ist dir auf dem Herz für das Jahr? Und dann hat Gott angefangen zu reden und das Erste, was er mir gesagt hat, mir ist wieder das Bild gekommen, hey, Gottes Hand ist mit euch, auch wieder in diesem Jahr. Und das ist so wirklich der Leitfaden, wo der Gottes Hand ist mit uns in diesem Jahr. Und das ist mega gut, das wird sehr eine ermutigende Message und darum möchte ich auch anfangen mit einem Bibelvers, den wir auch aufs Herz bekommen haben. Der steht im Hebräer 4, Vers 16. Und den möchte ich lesen, so schön zum 20er Anfangsjahr. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und das ist doch die Vision von dem Jahr. Wir wollen von Anfang an, wie wir es vorher gesagt haben, Vollgas reingehen. Und das bedeutet in anderen Worten auch, wir wollen mit Zuversicht vor Gott antreten. Ist das gut? Jesus am heutigen Abend, du siehst unsere Herzen, du siehst, wir kommen hier an, wir nehmen uns Zeit, Jesus, am Freitagabend, um uns ganz dir
setzen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du nicht nur am heutigen Abend, sondern in dem ganzen Jahr einfach deine Hand über uns hast, mit deiner Hand uns anlangst, mit deinem Leben, Jesus. Und wir geben dir die Erlaubnis, Jesus, dass du in unser Leben tief hineinreden. Es darf auch mal ein bisschen wehtun, es darf auch mal ein bisschen herausfordernd sein, Jesus, weil wir wissen, du bist voller Erbarmen, voller Liebe, voller Treue, voller Gnade und wir vertrauen dir und deinem Reden. Amen. Wunderbar. Ich denke, jetzt sind wir ready, zum reingehen und hören über die Hand Gottes. Der Dan und ich haben gefunden, hey, das ist mega cool, wenn wir über die Hand Gottes reden, wenn wir uns so eine grosse Hand im Internet bestellen. So als Bild. Weißt du, was wir dann immer brauchen können? Wir haben das gemacht, aber es ist nachher das angekommen. Ich habe jetzt gleich mitgenommen. Ich weiß nicht, vielleicht berührt sie ja jemand da. Ist jemand Polen-Fan vielleicht? Ist jemand von Polen oder so? Dann wäre das wenigstens da. Du wirklich dort hinten, wunderbar, da kannst du das als Fanartikel brauchen. Am nächsten Polen-Match, kennt euch das dort hinten in der Ecke. Wunderbar, sehr gut. Also es war nichts mit dieser schönen Illustration. Wir brauchen immer wieder eine Hand, die uns entgegengestreckt wird. Vielleicht kennen ihr die dargebotene Hand. Das ist, wenn du am Telefon 143 ist, 143, dann wirst du verbunden mit der dargebotenen Hand. Und dort sind Männer und Frauen, die einfach sich Zeit nehmen am Telefon für eine Beratung. Und das ist mega krass, der Dienst, dargebotene Hand, wird wie in der Schweiz, also ich habe Zahlen aus dem Jahr 2015, über 150'000 Mal haben sie ein Beratungsgespräch gehabt. Das sind, ich habe es ausgerechnet, über 400 Beratungsgespräche pro Tag im Schnitt, wo einfach Menschen in der Schweiz gefunden haben, ey, ich brauche jemanden, der seine Hand mir entgegenstreckt und in meine Situation hineingreift. Die häufigsten so Fragen sind meistens Beziehungsfragen oder psychische Beeinträchtigungen, die Menschen haben, oder einfach ganz normale Alltagsbewältigungsthemen, wo Menschen wie merken, hey, ich brauche jemanden, der mir hilft. Und dann haben sie niemanden in seinem Umfeld, sie wissen nicht, wo hin, und dann können sie wenigstens die Nummer anrufen, 143, wo dann Leute eben sind. Und das ist mega krass, es ist offensichtlich eine grosse Not, sogar bei uns in der Schweiz, dass wir jemanden haben, der uns seine Hand entgegenstreckt. Und ich glaube, das ist das Erste, was ich dir sagen darf am heutigen Abend. Gott hat seine Hand immer parat für dich. Er streckt sie dir am heutigen Abend an. Er wird sie in diesem Jahr jeden Tag, jeden Morgen wieder neu dir anstrecken und sagen, hey, da ist meine dargebotene Hand. Ich heb sie dir an und ich werde mit dir durch dein Leben durchgehen. Ich bin am Schluss dann beim Vorbereiten im Jesaja 41 gelandet und ich möchte dort 3 Vers rauspicken, wo der Jesaja eine Prophetie hatte, ein Prophet aus dem Alten Testament, wo er einfach eine Prophetie hatte über ein Volk von Gott, dass Gott seine Hand wird wieder ihnen entgegenstrecken. Und das Erste, was ich darüber reden will, ist, Gottes Hand, Gott streckt seine Hand dir entgegen und hebt sie über dich, um dich zu beschützen. Gottes Hand beschützt. Jesaja 41, Vers 10. Da sagt Gott zu dir, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Jetzt schalten wir schon zuerst mal zum Dan über, weil der Dan hat sich zu dem Gedanken gemacht, gerade mit seinem Sohn. Lass uns das anschauen auf dem Clip. Hey, liebe 20er, hey. Wie ihr wisst, durfte ich zum 3. Mal Daddy werden. Unser Sohn heisst Ben Xavier Nüsch und er ist ein Gewaltsbursche und ich werde ihn bald mal kennenlernen. Vor ein paar Tagen bin ich bei meiner Nachbarin und sie haben nachgefragt, wie es uns geht, der Schwangerschaft geht und haben uns gesagt, ja du, wieso tun die noch mal ein Kind in diese Welt hineinsetzen? Und ich habe mir sagen, gute Frage, liebe Frau. Aber ich habe mir sagen, hey, mit Gott haben wir Hoffnung. Mit Gott haben wir Zuversicht. Haben wir Freude. Und ich bin einfach so dankbar, dass Gott unsere starke Hand ist. Wo mich wird durchtragen, aber auch der Ben. Ich habe gerade ihn gestern tragen da in dem Sport am Abend und Zeit haben mit ihm und habe über nachgedacht, einfach, ja, sein Leben, was vor ihm ist. Und er hat einen Vater. Und jetzt nicht an mich, sondern einen himmlischen Vater,
der auf ihn aufpasst. Und ich habe den Bibelvers gelesen, wo im Psalm 27, Vers 1 steht: Der Herr ist mein Licht, er rettet mich, von wem soll ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem soll ich noch zittern oder zagen? Es redet davon, dass Gott unsere Burg ist. Wenn Gott unsere Burg ist, das heisst, er ist ein schützender Arm und da wird für uns gekämpft. Wir müssen nicht für uns kämpfen. Wir müssen nicht uns verteidigen. Wir müssen nicht angreifen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe war in dieser Burg, in diesen Armen vom Vater. Wie der Ben, er ist einfach da, er schafft nicht hart. Er schafft momentan nicht hart. Er macht, tut ein bisschen brüllen, ein bisschen bisseln, ein bisschen schiessen, aber mehr macht er nicht. Ich mache die harte Arbeit, Mary macht die harte Arbeit. Wir heben ihn mit unseren Armen und schauen auf ihn. Und so ist genau unser Vater im Himmel. Er hebt uns, er trägt uns, er kämpft für uns, er verteidigt uns. Ich habe einfach selber erlebt, wie er meine schützende Burg ist. Auch gerade mein Herz schützt. Mein Herz schützt vor Sorgen. Mein Herz schützt vor Bitterkeit. Und meine Aufgabe ist einfach immer wieder zu sagen: Hey Gott, ich lasse dich mal kämpfen. Ich muss nicht für mein Recht kämpfen. Ich muss nicht andere angreifen, die das Gefühl haben, was sie da gemacht haben für mich in diesem Jahr, sondern du bist meine Burg und du kämpfst für mich. Und es gibt eine Freude und es gibt einen Frieden. Und ich wünsche das für dieses Jahr, für dieses 2017. Ich habe euch ganz fest gern. Liebe Grüße. Oh. Wenn du in dein Jahr schaust, ins 2017, weißt du vielleicht schon, es kommen Sachen auf dich zu, die herausfordernd sind. Aber so wie es der Dan gesagt hat, dein Gott ist deine schützende Burg. Gottes Hand ist schützend über dir. Das ist nicht ein Joke, nicht ein romantischer Vers, der noch irgendwo in einem Büchlein steht. Das ist die Wahrheit, wo Gott sagt zu dir: Ich habe meine Hand schützend über dir. Wie krass ist doch das Bild, ein Dan als Vater, der seinen Sohn auf dem Arm hat und alles gibt, dass er beschützt ist und alles dauernd schaut, dass er umsorgt ist. Und so hast du einen Vater im Himmel. Und wenn der Dan, wo wir uns alle zutrauen, dass er ein guter Daddy ist, wie viel mehr ist denn Gott auch ein guter Daddy für dich? Ich möchte dich ermutigen und ein bisschen herausfordern sogar. Start in das Jahr nicht mit Angst vor deinen Herausforderungen. Start dein Jahr nicht mit Bitterkeit, nicht mit Sorgen, sondern start dein Jahr mit dem, dass du sagst: Ich vertraue darauf, dass Gott seine schützende Hand über mich hebt. Er wird mir zu meinem Recht verhelfen, er wird mich durchtragen in alles. Er weiß, was meine Bedürfnisse sind und schaut, dass ich nicht zu kurz komme. Das nächste, was ich darüber reden will, ist Gottes Hand befreit. Vielleicht bist du jetzt da und du hast das Gefühl, ich brauche dringend grosse Hilfe, ich stecke im Sumpf. Dann darf ich dir sagen, im Jesaja 41, Vers 14 steht: Schon wieder, habe keine Angst, auch wenn du schwach bist und völlig hilflos. Ich helfe dir. Ich, der Herr, der heilige Gott Israels, ich bin dein Befreier. Gott sagt dir in diesem Jahr wieder: Hey, ich bin da, ich kämpfe für dich, ich werde dich befreien, mehr und mehr auch in diesem Jahr. Wir haben immer gern, wenn Gott kommt, oder? Und das wünschen wir uns meistens, und du bist gefangen von etwas und wünschst dir Freiheit endlich, und dann macht es irgendwann zack, weil Gott kommt und plötzlich bam, ist alles weg und du bist frei wie nur etwas. Und das ist mega krass, weil das passiert immer wieder und so ist unser Gott. Aber auf der anderen Seite ist es sehr oft auch, dass Gott befreit durch das, dass er sagt: Ich nehme dich jetzt an der Hand und führe dich Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt. Wenn wir davon lesen, die grossen Befreiungsgeschichten, wo Gott sein Volk befreit hat, zum Beispiel, wo es unterdrückt sind von den Ägyptern, dann ist es nicht einfach nur ein Schlag gewesen, zack, und jetzt ist alles gut. Es ist eben viel mehr, dass Gott gesagt hat: Hey, ich will euch nicht einfach nur schlagartig einmal begegnen, sondern ich will euch richtig an der Hand nehmen. Und ich befreie euch nicht nur, dass ihr nachher einfach wieder allein rumtümpeln könnt, sondern ich befreie euch,
zu einem Leben, zu einem Prozess an meiner Hand, zu einem Weg, wo wir zusammen gehen, wo sogar noch immer noch mehr Freiheit und Freiheit kommt. Ich habe heute Abend eine Dame eingeladen, hier bei unserer Bühne, und wir kennen sie eigentlich, weil normalerweise spielt sie Bass da hinten auf unserer Worship-Bühne. Heute Abend ist sie aber da und erzählt uns genau, wie sie befreit worden ist von ihrem Jesus und immer noch wird. Marina Geisbühler! Come on! So schön bist du da. Danke. Danke, cool. Joel. Du hast mir gesagt, dass du bereit bist, deine Geschichte zu erzählen. Sie ist mega eindrücklich, aber erzähl uns mal. Du bist eine junge Frau, du spielst so gut Bass, und Bassisten haben doch gar nie ein Problem. Nein. Erzähl uns doch mal, von was hat Gott an dich müssen retten oder befreien? Ja, ich habe letzten Sommer eine mega schwere Zeit erlebt. Und zwar war das kurz vor dem 20er-Camp, wo ich einfach ausgelöst durch Stress im Alltag und im Berufsleben angefangen habe, Lügen zu glauben, wo der Teufel über meinem Leben ausgesprochen hat. Einfach so Sachen wie, du bist nichts, du kannst nichts, du bist nicht wert. Und es ist wirklich so weit gegangen, dass ich heimgekommen bin und einfach in den Spiegel geschaut habe und gedacht habe, ja, das stimmt, ich bin wirklich nicht wert. Und ich habe mich angeschaut und habe nur noch das Negative gesehen an mir. Genau. Du hast schon angedeutet, es ist kurz vor dem 20er-Camp und dann hast du wirklich im 20er-Camp, hat Gott wirklich dir das Erlebnis geschenkt, so ein krasses Erlebnis, das dir begegnet ist. Erzähl doch mal, wie war das? Ja, genau, so, es war in der Worship-Zeit, ich war im Bassspieler und es ist mir einfach wirklich mega elend gegangen. Und dann habe ich gemerkt, hey, jetzt ist die Zeit zum Umkehren, jetzt ist wirklich die Zeit, wieder sich neu auszurichten, um den Teufel den Raum zu entziehen. Und Jesus hat mir dann gesagt, hey, lass dich taufen und bring das Zeug wirklich einfach vor mich und zu mir, und das habe ich dann gemacht. Du hast dich taufen am 20er-Camp am letzten Abend. Es war mega eindrücklich, aber meistens, wenn man dort ist und das sieht, kommt man gar nicht mit über, was passiert eigentlich in dir rein. Nimm uns mit, die Taufe. Ja, es war wirklich mega eindrücklich, ein mega bewegender Moment. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich laufe jetzt dort auf Jesus zu, in das Wasser, und ich darf ihm wirklich einfach alles abgeben, was mich belastet und was negativ ist in meinem Leben. Und er nimmt es und dreht es zu etwas Gutem. Crazy. Viele, die da in einem Camp schon waren, wissen, in einem Camp, da hat man es hoch, ist alles geil, ist alles lässig, und dann kommt man zurück und dann ist eben die Frage, was geht dann weiter? Und die Frage stellt man sich, wie ist es bei dir weitergegangen? Also zuerst im Camp ist mir wirklich einfach eine Freiheit über mein Leben gekommen, ein Frieden, wo ich gespürt habe, Jesus ist da. Aber es ist natürlich dann auch weitergegangen nach dem Camp. Also bei mir war es ein Schritt-für-Schritt-Prozess und über das bin ich mega froh gewesen, weil ich nicht wollte, dass einfach zack und dann ist alles wieder gut, sondern ich konnte wirklich einfach jeden einzelnen Gedanken, der nicht gut war, mit Jesus anschauen. Und er hat mich auch wirklich dann einfach vor den Spiegel geführt und ich durfte mich durch seine Augen sehen. Und er hat mir gesagt, hey, du bist gut so, wie du bist, ich kann dich genau so wählen. Und das hat einfach mir auch mega gut getan, das zu vertiefen mit Jesus. Mega cool. Jetzt sind wir im 2017, knapp ein halbes Jahr später. Was für ein Herz, für einen Wunsch, für ein Anliegen hast du genau in dem drin, wie mit Jesus weitergehen willst? Ja, ich möchte einfach weiter Hand in Hand mit Jesus laufen. Ich will meinen Fokus auf ihn ausrichten und ich bin einfach mega ready für das, was er mit mir vorhat. Und das, was er gibt, das gibt sonst niemand. Amen. Hey, danke vielmals, Marina, dass du uns da erzählt hast. Es ist, wenn man dich erkennt, und so, ist wirklich krass. Man sieht Jesus in dir rein, um dich herum. Du verbreitest so viel Freude, so viel Jesus auch. Und danke vielmals, hast du deine Geschichte da erzählt. Komm on! Ich habe diese Nacht ganz eine spezielle Nacht mit meinem Jesus erlebt. Ich bin immer wieder aufgewacht, verschiedene Mal, mindestens etwa 5 Mal. Und jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich doch gerade geträumt von einer Situation, wo ich mit drin bin in meinem Leben. Aber es war wie, als hätte der Heilige Geist oder Gott meine Gedanken gerichtet, dass ich wie plötzlich wieder Hoffnung habe für das und wieder merke, hey, Gott ist, glaube ich, gleich grösser. Und dann bin ich wieder eingeschlafen und dann das nochmal mit einer anderen Situation und dann das nochmal. Und am Morgen
habe ich mich wie gefragt, das war eine ganz komische Nacht gewesen, weil ich habe das auch schon gehabt, vereinzelt vielleicht, aber jetzt so x-mal hintereinander. Und dann habe ich dann im Verlauf des Tages habe ich wie gemerkt, dass ich glaube, Gott hat mir etwas zeigen wollte. Und zwar, sehr oft merken wir es nicht, sehr oft passiert es im Hintergrund, aber Gott ist ständig dran, uns am noch mehr befreien. Vielleicht dort, wo man es gar nicht merkt. Gottes Geist ist ständig bei dir dran, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Dort wieder Hoffnung reinzureden, dort wieder zu ermutigen, dort deinen Blick wieder versuchen, auf ihn wieder zu drehen, weil er grösser ist als deine Probleme, grösser als deine Nöte. Und für das Jahr 2017 darf ich dir sagen, schau, Gottes Hand ist unter dir. Er fängt dich auf, er rettet dich und er wird dich Stück für Stück mit dir durch die Wunder durchgehen, wo er dich mehr und mehr befreien darf. Vielleicht, ziemlich sicher, wirst du so Blitzbefreiungen erleben, so Blitzwunder, wo plötzlich zack, ein Wunder und etwas verändert sich. Und du wirst sicher auch das erleben, dass Gott mit dir durch ein Prozesswunder durchgeht und er sagt, hey, das ist jetzt eine Herausforderung, wo wir Hand in Hand durchgehen. Und beide Wunder sind so wichtig, weil sie bringen uns beide so nicht viel näher an sein Herz, das Herz von unserem Jesus. Das Dritte, was ich euch zusprechen will, an dem ersten Freitag, ist, Gottes Hand führt dich. Und ich möchte euch für das zuerst mal Jesaja vorlesen, Jesaja 41, Vers 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Gott ist der, der dir seine Hand entgegenstreckt und sagt, komm, ich nehme dich mit, ich führe dich weiter. Ich möchte mit euch in eine Geschichte eintauchen vom Alten Testament. Die Geschichte steht im Buch der Richter. Jetzt muss ich euch schnell erklären, was das für eine Zeit war. Ich habe vorher schon davon erzählt, das Volk Israel war in Ägypten, unterdrückt worden. Dann hat Gott die krassen Wunder getan und ist mit ihnen 40 Jahre durch die Wüste gelaufen und dann sind sie ins verheißene Land gekommen. Und eigentlich hätte man denken, im verheißenen Land, endlich haben sie es geschnallt, jetzt nur noch Gott dienen, mit ihm zusammen und es läuft gut. Aber es steht dort, schon bald haben sie sich aufgemacht für andere Götter. Und was ist passiert? Auch andere Völker sind gekommen und sie sind unter die Herrschaft gekommen, unter anderem auch sind unterdrückt worden von den Midianiter. Das war ein anderes Volk von dort. Und dann hat Gott einem jungen Mann, am Gideon, gesagt, hey, dich wähle ich, mit dir will ich da wieder mein Volk in die Freiheit führen. Und der Gideon hat auf krasse Art und Weise erlebt, wie Gott ihn führt. Und ich möchte das näher bringen, auch wie Gott der Gideon führt, ist nämlich genau auch so, wie Gott dich führt. Amix merkst du in deinem Leben, dass Gott einfach zu etwas Ja sagt. Oder? Thumb up, amix sagt Gott einfach Ja. Zum Beispiel, er gibt dir etwas aufs Herz. Hey, du bist berufen, um mit Kindern zusammenzuarbeiten. Das ist mein Ja und das gebe ich dir aufs Herz. Du bist berufen, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ja, gebe ich dir das Herz. Ich will, dass du gehst studieren. Ja, ich gebe dir das Herz. Ich will, dass du eine Lehre machst. Ja, ich sage Ja. Und beim Gideon ist es so gewesen, der Gideon, wo Gott ihm gesagt hat, ja, ich will, dass du mein Volk befreist, hat der Gideon gesagt, ja. Yeah. Ja, weißt, ich bin eher jung, ich bin recht nicht so jetzt bewandert, ich bin kein Krieger oder so und darum gib mir mal nochmal ein Zeichen. Und dann, was er gemacht hat, am Morgen, er hat in der Nacht so Fell ausgelegt und dann hat er gesagt, jetzt mach wirklich krasses Wunder, das Fell soll nass sein vom Tau, aber rundum soll die Wiese trocken sein. Am Morgen ist er aufgestanden und tatsächlich, das Fell ist nass gewesen, aber rundum ist es trocken gewesen. Er hat gesagt, ja, ich kenne mich nicht so gut aus mit Physik, vielleicht ist es ein Trick. Also, Gott, bin ich noch nicht ganz sicher, ja oder ja. Jetzt machen wir es mal umgekehrt. Wieder ist es schwieriger. Das Fell muss trocken sein, aber rundum ist alles nass. Und wo der Gideon am Morgen aufsteht, ist es genau so. Das Fell trocken, rundum nass. Und schau, etwas lernen wir daraus. Wenn Gott sagt, ja, gang, mach etwas, ich habe ein Ja für das, ich sage dir, gang, dann sagt Gott, es ist ein Ja und es bleibt ein Ja. Gott wird nicht, du musst nicht Angst haben, wenn Gott dich in etwas hineingeführt hat, wenn Gott dich vielleicht sogar schon vor ein paar Jahren eben in etwas hineingeführt hat, hab nicht immer Angst, oh, vielleicht habe ich mich falsch entschieden, oh, vielleicht hätte ich gleich noch das sollen, oh, vielleicht wäre das auch noch cool sein. Wenn Gott ein Ja gehabt hat, dann bleibt es ein Ja.
Gott muss keine Fehler machen in dem drin. Gott ist treu und wenn er sagt ja, dann ist es ein Ja und dann darfst du für das gehen. Dann gibt es aber auch amigs Momente, wo Gott sagt, nein, das geht nicht. Meistens sind es die Sachen, zum Beispiel ganz klar, wenn etwas, was du willst machen, am Wort Gottes widerspricht, dann ist es ein Nein. Und das Nein ist mega klar. Im Fall von Gideon ist es so gewesen, in dem Gebiet, eigentlich, in dem verheißenen Land, haben die Midianiter Altäre aufgebaut schon. Für andere Götter. Oder zum Teil sind es sogar die Israeliten selber, die anderen Göttern Altäre gebaut haben. Und Gott hat gesagt, das erste Gebot war, ich soll keine anderen Götter haben außer mir. No-go ist es Nein. Und es gibt so einen Moment auch in deinem Leben, wo Gott einfach sagt, nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Und ich habe selber auch schon gemerkt, durch viele schmerzhafte Erfahrungen, wenn Gott sagt, das ist ein Nein, er meint es immer gut, es kommt immer am besten, wenn du dann einfach sagst, okay, vielleicht verstehe ich es noch nicht, aber ich akzeptiere es, dein Nein, dann ist es ein Nein, dann gehe ich noch mal anders durch. Meistens auch, nimm das Wort ernst, die Bibel ernst. Es ist nicht umsonst, dass wir diese Bücher haben, das, was Gott da innen sagt. Nimm es ernst, geh forschen. Und wenn du merkst, hey, Gott sagt Nein, dann ist es ein Nein. Zum Beispiel, Gott, wenn du geheiratet bist, nachher mal in ein paar Jahren, musst du dich nicht fragen, will ich Gott, dass ich mich scheiden lasse? Du lachst jetzt. Weißt du, wie viele Leute haben irgendwann mal in einer Ehe nachher das Gefühl, ja, ich glaube, Gott will das gleich nicht mehr. Hey, ich höre die krassesten, trübsten Sachen. Weisst du, wir sind gar noch nicht richtig verheiratet, nicht im Geist, sondern nur im Emotionalen und sagt gar nicht, so ein Bullshit hörst du. Und wenn Gott sagt, du dich nicht scheiden lassen, dann ist es am besten, lass dich nicht scheiden, vertrau auf das. Das Dritte, was Gott amigs sagt, ist, wart. Gott sagt amigs nicht nur Ja oder Nein. Und das ist amigs ein bisschen mühsam, weil amigs wollen wir doch, Gott, sag mir endlich, soll ich jetzt das studieren, soll ich das studieren, was soll ich machen? Und amigs sagt Gott einfach, wart. Es ist noch nicht Zeit, warte mal. Weil Gott noch etwas anderes parat hat. In Jesaja 58, 8 und 9 sagt der Prophet, und dann sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Sehr oft hat Gott einen anderen Weg und vor allem eben auch ein anderes Tempo. Ich hätte mega gern jeden Lebensbereich von mir schon auf Hochglanz poliert. Und ich würde meistens dann mega gern gerade 7 Bereiche gleichzeitig, wo ich gerade noch da besser werden und da und da und da. Und ich merke immer wieder, wie Gott sagt, das ist mega wichtig, mal schauen wir dann auch noch an. Aber jetzt warte mal noch mit dem, mach zuerst einmal einen Schritt, den Schritt. Gott hat keinen Stress in deinem Leben und sagt darum immer wieder, warte noch, wir machen zuerst noch etwas anderes, wir machen zuerst noch das. Und dort braucht es amigs einfach wirklich ein bisschen Demut, dass man sagt, okay Gott, ich hätte jetzt gern schneller in diese Richtung, schneller das. Ich will diese Eigenschaft von mir schon lange verändert haben. Ich möchte das eigentlich schon lange krass anders haben. Und Gott sagt sehr oft, und dort braucht es sehr oft einfach viel Mut. Im 1. Petrus 5, Vers 6 steht, beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wenn Gott sagt, wart, jetzt ist noch etwas anderes dran, dann sag, okay Gott, ist etwas anderes dran, du kennst meinen Wunsch, ich will gern, dass ich den Charakterzug an mir ändern kann, ich will gern das ändern, aber deine Pläne sind grösser als meine und ich vertraue dir und ich höre auf dein Wort. Und dann gibt es nochmal etwas ganz anderes, was Gott amigs eben auch noch sagt. Und das ist beim Gideon, beim Warten ist es übrigens beim Gideon gewesen, er hat viel zu viele Soldaten gehabt. Und Gott hat dem Gideon gesagt, warte, ich will noch weniger Soldaten machen, weil ich habe einen grösseren Plan, einen anderen Plan, als du hast. Und dann, was aber sehr oft auch ist, bei uns, weil der Gideon hat im Alten Testament gelebt und bei uns ist etwas grundsätzlich anders, wie Gott dich führt. Nämlich, Gott sagt sehr oft auch,
schau, bist einfach weise. Gott sagt nicht, mach ja oder nein oder warte noch schnell. Gott sagt, hey, entscheid du, bist du weise. Warum? Weil der Geist von der Weisheit lebt in dir. Das ist etwas mega Entscheidendes. Verstehst du? Im Alten Testament mussten sie loswerfen, zum Teil, weil sie nicht gewusst haben, was ist Gottes Wille. Im Alten Testament mussten sie warten, bis ein Prophet kommt und zu ihnen redet. Du hast da, dir geht es viel besser, weil du hast den Heiligen Geist höchstpersönlich, die Weisheit, die in dir lebt. Also für die guten Entscheidungen, die du treffen in diesem Jahr, mach es am besten so, wenn du nicht weißt, wie geht es weiter. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber einem unter euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Sehr oft sagt Gott dir, je länger dass du mit Gott unterwegs bist, sagt er, entscheid selber. Oder bist einfach weise. Warum? Weil Gottes Ziel mit deinem Leben ist nicht, dass du einfach noch besser gehorsam sein kannst, sondern sein Hauptziel mit dir ist, dass du ein Leben kannst führen, das erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und du seinen Herzschlag verstehst, dass du in eine Reife hineinkommst und kannst selber entscheiden, was ist weise und was ist nicht weise. Gottes Hand in dem 2017 ist über dir und er wird dich schützen, haben wir gehört. Gottes Hand ist auch unter dir und er wird dich immer wieder befreien, wird dich immer wieder retten. Und Gottes Hand, er streckt sie dir heute Abend auch entgegen und sagt, hey, ich will dich führen. Ich sage ja amix, ich sage nein amix, ich sage warte amix und sage sehr oft auch einfach, jetzt bist du weise und entscheid selber, weil ich möchte dich mündig machen. Ich möchte, dass wir jetzt in eine Zeit hineingehen von der Worship, wo wir einfach für das Jahr, du hast verschiedene Sachen jetzt auch, du weißt, du brauchst Gottes Hand vielleicht über dir, dann bitte ihn, sage ihm Gott in diesem Jahr, in diesem 2017, bitte schütze mich. Ich habe taffe Herausforderungen von mir, bitte, ich brauche deinen Schutz. Vielleicht sagst du aber auch, hey Gott, ich brauche krass deine Befreiung. Ich habe Situationen in meinem Leben, wo ich nicht mehr durchsehe, ich brauche dich, bitte nimm mich da raus, tu ein Wunder und führe mich da raus. Lass uns die zwei Sachen zuerst nehmen, wo wir zuerst einen Moment haben, wo wir Gott einfach auf Gott hören, was er will sagen in uns rein und wo wir ganz gezielt auch unsere Sachen, unsere Wünsche für das Jahr vor ihn bringen. Vater, ich danke dir, dass du treu bist. Vater, ich danke dir, dass du deine Hand über uns hast, um uns zu schützen, dass du sie unter uns hast, Jesus, um uns immer wieder zu retten. Und ich danke dir, Vater, dass wir in diesem neuen Jahr uns auf dich verlassen, dass du mit uns bist. Ich bitte dich, Vater, dass du jetzt redest und dass du jetzt jedem Einzelnen begegnest, dass wir deine Hand über unser Leben sehen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.